Da war glaube ich noch eine, oder? Na, doch nicht. Unten haben wir Feldräuber und der Oma hat sich irgendwas gerührt. Scavenger, die schaffen wir auch schon langsam. Mit Mühe und Not aber nur. So, schnell mal heilen. Wölfe. Und da habe ich irgendwo eine Höhle gesehen. Und noch mehr Wölfe. Deswegen gehen wir lieber. Weil mit denen können wir uns noch nicht anlegen. Hey, wo ist denn das? Trank. Ring. Nordtrank. Aha. War wohl ein Wanderer, der da rumliegt. Das Kurzschwert der Miliz. Gut, da unten tut's nix. Aber verkaufen können wir es. So, dann wollen wir mal ein bisschen handeln gehen. Gehen wir wieder zu der Sarah. Ah, da bist du ja wieder. Zeig mir deine Ware. Gut, was können wir denn hier auch dran? Bogen haben wir 2. Den weg. Kurzschwert brauchen wir nicht. Die Nagelkeule brauchen wir eigentlich auch nicht.
Degen der Banditen. Vielleicht hat er noch irgendeine Bedeutung. Scheißwetter. Zeig mir deine Ware. Heute die Ringe. Achso, die haben... Die bringen uns einen Bonus. Ring der Kraft. Und Ring der Eisenhaut. Gut. Schauen wir da mal auf zur Miliz. Vielleicht nehmen die uns auf. Weil bei den Söldnern haben wir schon verschissen. Weil wir da Steckbriefe geklaut haben. Wen fragen wir denn da am besten? Vielleicht ein Lord André, der nicht da ist. Hey, du. So früh schon unterwegs? Für gewöhnlich bin ich um diese Zeit immer alleine. Aber da du schon mal hier bist, kannst du direkt was lernen. Also, pass auf. Manche Gegner kannst du austricksen, wenn du ihren Schlägen ausweichst und im richtigen Moment attackierst. Merk dir das für deinen nächsten Kampf. Aha. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Ja. Dann rede mit Lord André. Er entscheidet, wer hier aufgenommen wird. Gut, und wo ist der Herr Lord André? Was willst du hier? Ich will zu den Gefangenen. Geh nur, aber bleib nicht zu lange, klar? Klar. Ich habe dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Wir sprechen uns noch. Jetzt verpisst. Ja, wie spät ist denn? Lord André ist nicht da? Eigenen Augen gesehen hätte. Schlimme Zeiten sind das. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Steht das irgendwo? Schlimme Zeiten sind das. Vielleicht pennen wir einfach mal hier unten. Und zwar bis mittags. So, und jetzt wird der Dennis noch da sein. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Aha, gut, trainieren dann schon mal. Dann wird der André auch da sein. Ich habe von einem meiner Männer gehört, es wären Steckbriefe von dir bei den Banditen in Umlauf. Er sagte auch, du hättest die Sache zuerst abgestritten. Was ist an der Sache dran? Ich weiß nicht, warum die Kerle mich suchen. Ich hoffe für dich, dass das stimmt. Ich kann niemanden bei der Miliz gebrauchen, der Dreck am Stecken hat. Die Banditen sind fast alle ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie. Ich will nicht hoffen, dass du dich auf irgendeine Weise mit diesen Halsabschneidern eingelassen hast. Der Händler Kantar war hier. Er hat erzählt, dass du ein entflohener Sträfling aus der Minenkolonie bist. Ich weiß nicht, was da dran ist und ich werde dich auch besser nicht fragen, aber du solltest das klären. Oh, jetzt haben wir da auch noch Ärger. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Ein ehrenwertes Anliegen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden.
Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Gut, Bürger der Stadt sind wir ja. Oder? Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Dann bist du also Bürger von Korinis? Bospa der Burgner hat mich als sein Lehrling aufgenommen. Dann verstehst du also was vom Wildnisleben. Das ist gut, denn es gibt bei der Miliz nicht nur Aufgaben innerhalb der Stadtmauern. Wir können auch Leute, die sich in der Wildnis auskennen, gut gebrauchen. Und der Bogner ist ein angesehener Mann in der Stadt. Wenn er sich für dich verbürgt, steht deiner Aufnahme bei der Miliz nichts mehr im Wege. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst, aber deine Entscheidung wird endgültig sein. Wenn du einmal die Rüstung der Miliz trägst, kannst du sie nicht einfach ausziehen und gehörst nicht mehr dazu. Bist du bereit, mit uns gemeinsam für Innos und den König zu kämpfen? Wir sind bereit. Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Hier hast du deine Rüstung. Trage sie mit Stolz und Würde. Bekomme ich auch eine Waffe? Natürlich. Peck kümmert sich für gewöhnlich darum. Dabei fällt mir ein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Finde heraus, wo er steckt und bring ihn her. Dann soll er dir eine Waffe geben. Und wenn du schlafen willst, dann kannst du dich in eins der freien Betten in der Schlafbaracke legen. Gut, und so sind wir bei der Miliz. Ist ja egal. Lord André hat dich also aufgenommen. Ich erwarte von dir, dass du regelmäßig herkommst und trainierst. Ruga wird dich an der Armbrust ausbilden und Mortis wird dir helfen, deine Stärke zu steigern. Aber das Wichtigste ist, dass du lernst, vernünftig mit deinem Schwert umzugehen. Ich werde schon noch einen guten Kämpfer aus dir machen. Aber erst wenn wir Lernpunkte haben. Bis dahin dauert es noch ein bisschen. Gut, wie viel haben wir denn jetzt? Stärke 29.